Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung von Freundschaften an Imbissbuden, von Wanderschaften entlang der Berner Bäche und Flüsse. Bevor wir jetzt zu unseren beiden Beiträgen kommen, gibt es hier zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. Rega kauft 9 neue Helikopter. Die Schweizerische Rettungsflugwacht baut ihre Helikopterflotte aus. Sie wird insgesamt 104 Millionen Franken in neue Maschinen investieren. Die neuen Modelle sollten in den Jahren 2024 und 2025 die alten ersetzen. Klare Spielregeln beim Herdenschutz gefordert. Die Gebirgskantone möchten für den kommenden Alpsommer Sofortmaßnahmen umsetzen, die die Grenzen des Herdenschutzes besser aufzeigen. Die Landwirte sollen so mehr Planungssicherheit bekommen. Der Bundesrat schickt 80 Millionen Franken in die Ukraine. Aufgrund der noch immer andauernden Militärintervention von Russland sind ca. 12 Millionen Menschen auf Nothilfe angewiesen. Jetzt will man die humanitäre Hilfe in der Ukraine aufstocken. Der Iseni Seni betreibt seit 17 Jahren seinen R-Imbiss auf der Autobahnraststätte Hurst an der vielbefahrenen A1 zwischen Bern und Zürich. In dieser Zeit hat er natürlich viel erlebt und viel gesehen, wie er uns im Beitrag erzählt. Wir sehen hier eine Geschichte von einem Einwanderer, der seine Ärmel hinterglitzt und seinen Traumjob gefunden hat. Herr Iseni, wir sind hier beim Rastplatz Hurst. Seit 17 Jahren seid ihr hier am Arbeiten. Sehr eine lange Zeit. Ja, am 14. Juli 2004 war ausgeschrieben dieser Platz. Und ich bin der Glücklichste mit Hilfe von meinen Freunden. Habe ich wirklich diesen Traumjob bekommen. Ja. In diesen Jahren habt ihr wahrscheinlich sehr, sehr viel erlebt hier und gesehen. Also der Anfang war sehr schwer, weil im Vertrag steht, man muss jeden Abend Wagen schieben. Es war eine kleine Wagen. Und ich habe am Anfang gemacht, aber die haben probiert am Abend zu lassen, weil es hat niemandem gestört, ob da gerade am Parkplatz mit Nummer oder hier, spielt keine Rolle. Aber leider niedische Leute vom Oberland, eine Herr man mich immer noch erinnern an schlechte Gedanken von ihm. Er ist immer reklamieren und er ist immer zu den Behörden, also zu Astra. Und die haben immer mir gesagt, ja, eigentlich, wenn er wäre, nicht gekommen, wir kommen nicht zu euch. Aber mit der Zeit ist es besser geworden. Er hat aufgehört und er ist fort vom Fenster gewesen. Und ab dann war für uns, für Astra, für Chauffeure viel angenehm. Ole ist der Opa, also der Großvater, der liebste Mensch. Ja, es ist angenehm hier. Ja, das Essen ist gut, kannst du nichts sagen, auch die Preise stimmen. Roland, was ist jetzt letzte Woche passiert? Nein, das tun wir jetzt sein. Definitiv nichts. Ja, es hat der deutsche Chauffeur die ganze Zufahrt verstellt und hat nicht wegfahren. Und mittlerweile sind die Lastwagen schon auf der Autobahn rausgestanden. Und dann musste ich heute dem auf Hochdeutsch Meinung sagen. Aber das hat nichts gebracht. Aber er ist dann keinen Kaffee haben. Irgendwie hat er auch doch Angst gehabt. Schön. Merci vielmals. Schönen Tag. Ein Traumjob hat auch der Berner Autor Daniel Anker. Für seine Wanderführer ist er viel unterwegs und sein neuestes Buch liegt jetzt vor. Darin beschreibt er verschiedene Routen bekannter Berner Flüsse und auch weniger bekannte Berner Bäche entlang. Ihr könnt dort viel Spannendes und Neues entdecken, wo ihr im nächsten Sommer oder im nächsten Frühling immer dem Plätschern nachgehen könnt. Wasserrauschen heisst es. Und das stellt Touren, Wanderungen an Berner Flüssen vor. Flüsse, die ganz im Kanton Bern sind, Flüsse, die den Kanton Bern noch ein bisschen berühren. Grosse Flüsse wie die Aare und die Emme. Und auch ganz kleine Bächlein, die man nicht kennt. Es geht wirklich Wanderungen, wo man das Wasser hört rauschen. Mein erstes Buch war über das Berner Oberland. Die schönste Skitour im Berner Oberland habe ich mit dem Hannes Grosser zusammengeschrieben. Das ist nur auf Französisch rausgekommen, darum hat man es gar nicht so wahrgenommen, weil im deutschen Verlag, was rausgekommen der hat Pleite gemacht. Also wenn ich so zurückschaue, was ich alles geschrieben habe, ist das Berner Oberland
eigentlich meine wichtigste Region. Gerade im Raum Thun, Kandersimmen und nachher der Glutschbach. Und nach der Glutschbach ist dann plötzlich wird er noch abgeleitet und noch einmal abgeleitet. Und irgendein Ort am Rand von Thun versickert er. Die erste Wanderung war der Stadtbach, der durch Bern fließt. Und da bin ich wirklich dorthin, wo er in die Aare fließt. Obwohl ich es eigentlich gewusst habe, aber ich wollte schauen. Und dann bin ich aus dem Stadtbach entlang gelaufen. Und das ist irgendeine 4,5-stündige Wanderung, bis ich bei der Quelle war. Das Besondere ist an diesem Buch, dass also 20 Touren sind aus dem Berner Oberland. Aber zu jeder Tour hat es noch Literatur. Wirklich, ich habe das gesucht, wie es geht, ist ein Roman. Manchmal halt nur ein Sachbuch. Und einen möchte ich doch noch hervorheben. Der ist zwar nicht im Berner Oberland. Das ist der 51. Das ist La Ronde, heisst der. Der ist in dem Zipfel vom Kanton Bern, der noch fast auf Frankreich geht. Und das ist der einzige Bach, der vom Kanton Bern ins Mittelmeer fließt. Alle anderen gehen in die Nordsee. Wie gut das Wetter schon morgen für eine Wanderung ist, das seht ihr anschliessend in der Prognose. Ich wünsche euch so oder so jetzt schon eine geruhsame Zeit und einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Jungfrau-Zeitungswetter am Freitag, am 11. März, wo ein freundlicher Tag war, auch wenn im Laufe des Tages dann zunehmend ausdehnte und teilweise auch ein paar dichtere hohe Wolken aufgezogen sind. Am Wochenende liegen wir so ein bisschen im Sandwich zwischen der Tiefdruckzone über dem Atlantik und der Hochdruckzone hier über Osteuropa. Es bildet sich eine Föhnlage aus auf der Alpen-Nordseite. Es wird also morgen am Samstag im Oberland föhnig sein. Insgesamt können wir auch mit einem recht schönen Tag rechnen. Morgen hat es zum Teil ein paar dichtere Wolkenfelder, dann wird es aber auch zeitweise sonnig und die Temperaturen starten am Morgen im Bereich vom Gefrierpunkt. Am Nachmittag geht es recht schön weiter mit der Sonne und mit ein paar Wolkenfeldern und relativ angenehmen und milden Temperaturen. In den tiefen Lagen haben wir Höchstwert um die 11 bis 13 Grad. Und dann ändert sich auch in den nächsten Tagen nicht allzu viel. Am Sonntag und Montag bleibt es föhnig und teilweise sonnig bei 12 bis 14 Grad und frühlingshaft dann am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Es hat immer mal wieder ein paar Wolkenfelder, die über den Himmel hineinziehen. Aber die Sonne wird weiterhin im Vordergrund stehen. Also keine wesentliche Wetteränderung. Das war vom Jungfrau-Zeitungswetter, meine Damen und Herren. Ich wünsche ein ganz schönes und erholsames Wochenende.